Was passiert mit den Steuern, die die Katalanen bezahlen? Alle Regionen in Spanien, mit Ausnahme von Euskadi und Navarra, bezahlen ihre Steuern an die zentrale Verwaltung in Madrid. Nachher werden diese Steuern unter den Regionen verteilt, um Infrastrukturen und öffentliche Dienstleistungen zu bezahlen. Sie werden auch verwendet, um die Beamten der zentralen Verwaltung zu bezahlen, die in den verschiedenen Ministerien arbeiten. Diese Beamten kaufen dann in Madrid ein und gehen in Madrid aus und sind somit ein positiver Faktor für die madrilenische Wirtschaft. Nachher werden Sie erfahren, wieso die Beamten erwähnt wurden, aber zuerst kehren wir zu den Steuern zurück. Wie viele Steuern aus Katalonien kommen nie wieder in die Region zurück? 30% der Steuern. Das bedeutet, dass jeder Katalane im Jahr 2020 2.460 Franken bezahlte, die nicht in Form von Infrastruktur oder öffentlichen Dienstleistungen zurückkamen. Insgesamt 17,5 Milliarden Franken jährlich oder anders gesagt ein Verlust von 8% des Bruttoinlandproduktes Kataloniens. Dieser Verlust, auch Fiskaldefizit genannt, ist in Katalonien viel größer als in anderen Regionen auf der Welt, wie zum Beispiel Alberta in Kanada oder Ostaustralien oder Flandern in Belgien. Diese Art von Fiskaldefizit übersteigt bei weitem die Solidarität zwischen Regionen. Wenn wir das Fiskaldefizit seit 1986 zusammenrechnen, sind das insgesamt 485 Milliarden Franken. Ungefähr 64.650 Franken pro Katalane. Das entspricht einem durchschnittlichen Verdienst in Katalonien während 2 Jahren, 8 Monaten und 18 Tagen. Durch das Fiskaldefizit und den Versuch, die öffentlichen Dienstleistungen funktionsfähig zu machen, wurde Katalonien die am stärksten verschuldete Region Spaniens mit einer Schuld von 86,6 Milliarden Franken. In den wichtigsten Gebieten ist der Geldmangel schon zu spüren, trotz der Verschuldung. Überforderte Spitäler und fehlende medizinische Fachleute. Beim ersten Forum für Dialog der Fachleute gehörten die prekäre Situation des Gesundheitswesens und der Mangel an Ärzten zu den hauptsächlichen Klagen. Nicht genug Schulen für alle Kinder. 1010 Module, 30 Millionen Euro ausgegeben und ein historisches Problem. Das Bildungsministerium setzt sowohl in der Epoche der Koalition von PSC, die katalanischen Sozialisten, ERC, die Linken und ICV, die Grünen, als auch unter den Regierungen von CIU, katalanische Liberalen, Konservative und jetzt, Junts per Sie, zusammen für das Jahr, die Politik fort, vorfabrizierte Pavillons für die Volksschule zu mieten und zu kaufen. Laut amtlichen Angaben, zu denen El Critic Zugang hatte, hat die katalanische Regierung in den letzten 10 Jahren über 30,5 Millionen Euro ausgegeben, um den Mangel an Schulraum zu kompensieren. Die Zahl der Pavillons betrug 2005/2006 643 Stück und soll in diesem Jahr auf 1010 Stück steigen. Oder sehr geringe Investitionen in Kultur und Forschung. Die Kultur verlangt ein Budget und eine politische Strategie, um zu wachsen. Die Drohung mit neuen finanziellen Einschnitten alarmiert einen Sektor, der unter ungenügender Finanzierung und jahrelanger Ermüdung leidet. Wenn Katalonien unabhängig wäre, hätte es 17,5 Milliarden Franken pro Jahr mehr zur Verfügung. Manche Leute behaupten, dass die Summe nicht 17,5 Milliarden Franken sei, denn die Kosten der neuen Staatsverwaltung müssten davon subtrahiert werden. Verschiedene Wirtschaftswissenschaftler haben für das Funktionieren des Staates eine Summe von 3,3 Milliarden Franken gerechnet, grundsätzlich Beamtenlöhne.
Diese Beamten würden in Katalonien wohnen und dies hätte einen positiven Einfluss auf die katalanische Wirtschaft. Trotz der Kosten hätte Katalonien dann noch diese 17,5 Milliarden Franken zur Verfügung und könnte mit einer guten Verwaltung die heute überlaufenden öffentlichen Dienstleistungen wie Bildung oder Gesundheitssystem verbessern, das alte Bahnnetz erneuern oder in Forschung investieren, um die Konkurrenzfähigkeit der katalanischen Unternehmen zu verbessern. Dieses Geld könnte sogar für die Solidarität mit ärmeren Regionen in der Welt verwendet werden.